Hallo, moin. Ich bin hier um Karkow im Büsum. Und du fragst, ich sagst, warum ich hier in Schwarztüch bin. Ich schall nachher noch zur Beerdigung. Aber ich will hier auch noch eine gaunliche Geschichte verlesen. Und darum komm mal mit, ich muck mir dann ein bisschen kommodig da in Strandkorf. Ach ja, hier gefällt mir das besser. So, muss ich mir auch erst noch meine Brille absetzen, sonst kann ich das gar nicht lesen. Meine Geschichte, die ich hier verlesen will, heißt Ob de Stroot. Hütodorfs gibt das ja viele schöne Stroten. Man früher gibt das bloß Landstraßen und Feldwege. Teerstroten, sowas Hütodorfs, sowas gibt das nicht. Kopfsteinpflaster ist Ansicht oder nur einfach ein Sandweg. Da holpern und poltert man bloß Peerwogens rüber. Denn Autos und Motorrad, sowas gibt das doch gar nicht. Und wenn, denn ganz, ganz wenige. Mi Geschichte sich ob so ein Landstraat auch wirklich todrogen hätt, die ist mir für viele Jahren zu min Kindertit von min Onkel mal vertellt worden. Und wenn sie nicht so einen ernsthaftigen Achtergrund hat, dann kann man sich meist darüber amüsieren. Damals, Korten und Krieg, das muss so 1949 haben. Da gibt das zu der Zeit in uns Dörp man bloß eine Handvoll Autos, die auch lang nicht so kommodisch wären als Hütodorfs. Und der Landstraat halt damals auch noch kein fasten Belach. Das wär man bloß eine alte Grenzchaussee. Und die halt von alte Peerwachs viele Schlaglöcker. Mein Onkel, der wär zu der Zeit Lehrjung in ein Discherie. Die auch nachher Dodenvieren vernehmen und die sagen, auch so es herstellt haben. Einmal, da hab sie denn den Auftrag kriegen, ein Lieg ut Noverdörp abzuholen. In der Discherie haben sie aber noch kein Auto und auch kein Peervorwag, sondern bloß ein Handchor und die muss man schuben oder trecken. Und an das kann man nicht allein. 2 Lehrjungs und ein Gesell, die müssen sich nun auf den Weg in Noverdörp mucken. So holen die Chor und den Schuppen, hebt denn ein leddigen Sarg darauf stellt und af ging dat ob de Stroot. Ein Kerl trok an de Dissel und die beiden anderen wären achter an Schuben. To de Jorstiet, dat wär mehr in Winter und dat wär auch bannig kalt, da käm sie ob de Idee, dat sich doch abwechselnd in den Sarg vergruben kun. Kaum, dat sie ut Dörp wären, da hebt sie denn den Sargdeckel offen abgenommen und schwuppdiwupp leg ein in die Kiste. Die anderen beiden Mannslüd kämen nun durch die ins Schweten. Oh, wat hebt ihr da mit Spaß hat. 1 Kilometer Schuben und 1 Kilometer in Sachling. Sie kämen meist oder Gaggern nicht mehr gut. Ja, und so sind sie denn den ganzen Vormittag zugang gewesen. Denn das Noverdorp, das wär über 6 Kilometer von Truherhus. Und da haben sie all obselurt. Hier haben sie nun die Lieg, ganz andächtig und ehrfurchtsvoll in den Sarg im Bett. Und den Sargdeckel denn auch mit Sargnogels zu mucken. So, als ich das hört.
Denn die 3 Mannslüd haben da wie all schon viel Übung und mogen das auch nicht zum ersten Mal. Du aber nicht lang. Da werden sie denn mit dem Chor und dann sag, aber düt mal mit dem Lieg da bin, allwetter ob ihr Landstraat. Nun können sie sich aber nicht mehr für die Kölnis verstecken und müssen sehen, dass sie nun gau wieder nach Hus kämen. Auch der Hunger, der hat sich nun bei Lüttner bemerkbar gemacht. Und darum durte Torüchfort man half so lang. Holter die Polter ging da durch die Schlachlöcher, so lang as dat gut ging. Doch ob einmal sackt dat eine Rad von de Chor in ein de Block. Und der ganze Chor käm obe sie zu liegen. Und de Sach mit de Lieg rutsch von de Chor hindurch. Wat wär dat mal lüer grot? Nu käm de 3 Mannslüd aber doch in Schweden. Wie gut, da damals noch nicht so viel Verkehr ob die Straßen gäb. Und darum hätt dat auch nimm's mitkriegen, von wegen Liegenschändigung und so. Übermut, dat deit nicht gut. Das hätt mein Vater damals als echt. Mein Onkel und die beiden anderen Kerls käm ganz schön in de Brass. Harten, die puggern so astull, dass sie dat in den Kopf magen den. Unlang zu überlängen, hebt sie die Chor oder Drecklock trocken. Und da dur nicht lang, da halen sie denn auch den Sach mit de Lieg wieder auf de Chor zu legen. Nur dat Moleur müssen sie erst mal sehen, ob noch eins in der Riech und auch kein Schoden zu kommen wär. Der Hauptzug wär aber, dass der Chor kein Achsenbruch kriegen hätt und die Sach okay bleiben wär. Nicht zu denken, wenn der Sachdeckel absprungen wär und die Lieg in Strotengruben zu legen käm. In der Discherie, da hätte der Meister all ob sie teuf und sich darüber wundert, dass das so lang dauert hätt. Was sie für ein Utred hat, das weiß ich auch nicht mehr. Und auch wenn der Fort von der Lieg im wahrsten Sinne von der Wöhr ein regelrechtes Himmelfortkommando wär, ob jeden Fall ist die Sach ob dem Karkow von Schenfeld in der Ehe kommen. Und damit hätte Lieg denn ob letzte Rufhund. So, liebe Lüd. Und nun schall ich auch zur Beerdigung und habe nicht mehr viel Zeit. Ich wünsche einen kommodigen Tag und alles Gute. Tschüss.